Moi aussi. Alors attention, on y va? Oui. Dans 5, 4, 3, 2. Bonjour. Merci, dass ihr studiolulling2010 um den Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.studiolulling2010 gesehen und lauschen. Nur der Peichtwoche, an der keine offiziellen Sitzungen am Europaparlament stattgefunden, aber viele von meinen Kollegen an der ganzen Welt in NRW waren ich nicht, als derbig zu Brüssel mit Ausschusssitzungen und Aktivitäten an die politischen Fraktionen mit vollem Gas abgeholt gehen. Am Wirtschafts- und Währungsausschuss vom Europäischen Parlament hatten wir an der Woche vom 31. Mai bis zum 3. Juni nicht mehr wie 20 wichtige Dossiers im Ordre du Jour. Wir haben unter anderem über einen Bericht aufgestimmt, ob Estland, ein von den 3 baltischen Ländern, vom 1. Januar 2011 und den Euro soll kriegen oder nicht. Wir sind an der Kommission mit großer Majorität dafür gewesen. Das ist doch ein ganz positives Signal gegenüber von all denen, die entweder den Tod vom Euro voraussahen oder gerne hätten, dass der Euro ging aufgehen, oder Länder wie Griechenland müssten aus der Eurozone rausgehalten gehen. Auch ich habe selbstverständlich für den Beitritt von Estland zur Eurozone gestimmt, weil es ja, wie gesagt, gerade in dieser Situation ein positives und wichtiges Signal für den Euro ist. Aber das Land hat doch mehr wie verdient. Estland ist zwar ein kleines Land, kann aber ein Beispiel sein für die meisten Euro-Länder, auch für Lützeburg. 1,7% Defizit an dem ganz schwierigen Jahr 2009. Eine Staatsschuld von 7,2% vom PIB, an eine Inflation von 0,7%. Das sind Chiffren und Leistungen, von denen sogar unsere Premier und unsere Finanzminister nicht mehr drehen können. 17 Länder werden also vom nächsten Jahr und Member von der Eurozone gehen. Das ist gut und ich freue mich darüber. Und das soll auch von allen unseren Bürgern als ein positives Signal für den Euro angesehen werden. Ein Punkt der besseren Regulierung und Überwachung von all denen, die Finanzdienstleistungen anbieten, hat das Europäische Parlament seine Hausaufgabe gemacht. Alle Berichte sind aufgestimmt, durch den über die Regulierung von den Hedgefonds und den Private Equities. Nun sind wir für die erste Lesung am Trilog, mit dem Ministerrat und der Europäischen Kommission. Aber das ist ganz schwierig, weil der Ministerrat nicht so auf das Parlament zugeht, wie das an der Kodezisionsprozedur erfordert wird. An diesem Weg geht schon viel davor jetzt, auch dass die Kommission Banken besteuern will, für ihre Krisenfonds zu speisen, den Fonds de Prävention, d'Assainissement, de Restrukturation oder was auch immer, die für eine Krise, für die Krise, für so eine Finanzkrise verantwortlich sind, die sollen auch Kosten davon drohen, nach dem Prinzip Pollueur-Payeur. Schön gut, aber wer was dann los soll besteuert gehen, na wo, national, europäisch, international, was mit dem Geld geschehen sind, darüber werden nach heroischen Diskussionen müssen geführt gehen. Für am englischen Jargon zu bleiben, gibt es ein Financial Transaction Tax, a Pricing of Leverage and Risk-Taking, ein Banklevy, ein Bonustax, ein zusätzlich Profit-Tax, ein Financial Activities Tax oder eine Kombination von einzelnen von diesen. Was sind Konsequenzen von diesen verschiedenen Instrumenten, unter anderem mögliche Aufwanderung von Finanzdienstleistungsservices, Service Financier an Drittländer, wenn das nicht mitmachen, wie hoch soll den Tod bei den 4 genannten Instrumenten sein, was könnten sie rabbringen, frohen nachher mehr, ob die mal von einer Decision klar antworten müssen gehen.
An der Kommission Ökonomik und Monetär haben wir auch den wichtigen Bericht über les marchés de produits dérivés geholt. Über die Problematik muss ich nachher am Detail informieren. Ich hoffe, mit dem Rapporteur, mit dem deutschen Kollegen Werner Langen von der CDU hin aus Rheinland-Pfalz. Viele von euch werden sich für das höchsttechnische Problem nicht interessieren, aber sie sind alle für einen Finanzplatz brisant, wofür ich hier am Europaparlament an diese Woche Fuß an Fuß zugleich muss sein, für zu evitieren, dass Finanzplatz gegen jene welche Decision wir holen, schuld leiden. Das wäre schrecklich, weil unser Nationalbudget ist noch immer weitgehend darauf angewiesen. Am Agrarausschuss vom Europäischen Parlament hatten wir ein wichtiges Gespräch mit dem rumänischen Agrarkommissar Ciolos über Biowein. Lo gibt es schon nicht mehr Vorschriften darüber, dass er auf die Etikett schreiben kann, dass der Wein aus biologisch produzierten Trauben hergestellt ist. Die EU-Kommission will aber vorschreiben, dass, wenn er will Bio-Wein auf die Etikett stellen, dass dann der Winzer nicht nur den Wein aus Bio-Trauben muss machen, aber auch Männer Schwefel benutzen darf, wie das bislang für all traditionelle Weine der Fall ist. Und zwar 100 anstatt 150 Milligramm pro Liter für rote Wein und 150 anstatt 200 Milligramm für Sekt-Weißweine. Schwefel wird gebraucht, für den Wein biologisch zu stabilisieren und für so seine Lagerfähigkeit zu garantieren. Die Quantität vom angesaugten Schwefel hängt von der Qualität vom Klima ab, wenn man so sagen kann. Das heißt, dass bei uns an den nördlichen Produktionsregionen zeitweise mehr geschwefelt muss geben, wie beispielsweise aus Süditalien, nach Spanien oder nach Portugal. Kein Winzer schwefelt mehr, wie erforderlich ist. Ich meine, da könnte man der Berufserfahrung von unseren Winzer vertrauen. Es darf also nicht sein, dass eine Quantität vom Schwefel für Bioweine so weit draufsetzt, dass es unter bestimmten klimatischen Bedingungen nicht mehr möglich ist, auf der Mosel Biowein zu produzieren, obwohl die Winzer große Erfahrungen machen, für Biotrauben zu zielen. Der Agrarkommissar will leider bestimmte soi-disant Experten mehr nachlüstern wie die Winzer aus unseren Regionen. Will zwar klimatischen Ausnahmesituationen, Derogationen Niveau von den Warmbestaaten zulassen, sodass sie zum Beispiel lieber die 150 Milligramm Schwefel könnten gehen, wenn es klimatisch schlechte Bedingungen gibt. Schwefel als an denen bei uns bis well gebrauchte Quantitäten gesundheitlich überhaupt nicht bedenklich. Das Mittel für die Stabilisation von den Weinen, dafür sie nicht, dann für was wir auf Ausnahmebestimmungen müssten ewig zurückgreifen, anstatt die raisonablen Grenzwerte, die wir haben, zu behalten. Mit dem Europäischen Parlament wird an diesem Dossier leider direkt nichts zu sagen. Decision wird an einem bei der EU-Kommission angesiedelte Komitee geholt, wo aber die Regierungen an den Beruf vertreten sind. Aber es war schon gut, dass ich an der Sitzung an einem ganz kleinen Kreis von den Fraktionssprechern mit dem Agrarkommissar unseren Standpunkt noch ein bisschen durchlegen konnte. Der Ball liegt, wie gesagt, bei der Regierung an den Berufsvertretern an diesem Gremium. Merci, dass ihr mir nur gelauscht habt. Bis geschwind.